Danke vielmals. Ich bleibe gerade unten. Rainer, kommst du zu mir? Ich habe schon gesagt, Karfreitag ist für mich cool. Oder ich finde Ostern eigentlich, für mich ist das fast das Wichtigste. Wie ist es für dich? Ja, Gott sei Dank haben wir nicht nur Karfreitag. Genau. Sondern Karfreitag kann man nur denken, wenn sofort auch alles umhüllt ist von Ostern. Und eigentlich ist das allerhöchste Ereignis Ufahrt. Denn da tritt er an die Rechte Gottes, da sitzt er zur Rechten Gottes. Das ist die Seite vom Sieg. Und das garantiert, dass er überall sein kann, bei uns, weltweit. Und ja, so denke ich. So ganz kurz. Ich bin gespannt auf deine Predigt. Okay. Ich will noch beten. Gern. Vater im Himmel, danke einfach dir. Jetzt ist der eine da, hat er Sache jetzt auch vorbereitet, aber du kannst ihn jetzt auch führen und leiten mit deinem Geist. Danke vielmals dafür. Amen. Amen. Ja, genau. Als der Fehl, euer Pastor, mich vorgestern angeläutet hat, ja, der geplante Gastprediger ist krank, der Peter Hauser von Wallisellen, hättest du zufällig Zeit? Ja, hatte ich und habe ich. Und dann sind bei mir auch sofort alle Sicherungen durchgeknallt, weil ich wusste dann sofort, worüber ich zum ersten Mal predigen würde. Also nicht nur bei euch zum ersten Mal, sondern es hat mich so inneknor. Also ich habe da eine Predigt entwickelt und ich werde euch nachher, sie ist intellektuell, überhaupt nicht anspruchsvoll, aber es ist richtig intensives, geistliches Herz- und Hirnjogging. Und ich habe gefunden, ich wag's. Erstens, heute ist Karfreitag. Zweitens, wir feiern Abendmahl. Um das wird es gehen, zentral, so als Anlass. Und drittens, ich fühle mich total sicher bei euch. Und deswegen habe ich gefunden, also das wage ich jetzt einfach einmal. Und ja, genau. Also mit Gottes Hilfe und Beistand und ja, das ist ja ganz toll. Wir sind hier nicht eine perfekte Veranstaltung, wo alles im Griff ist und eine Show abläuft und so. Wir sind Männer und Frauen, ganz normal. Ich auch, obwohl ich auch Berufschrist bin. Aber ich bin auch ein totaler Normalo. Also wenn ihr meinen Alltag beobachten würdet, würdet ihr das auch merken. Und als Berufschrist unterwegs zu sein, ist auch gar nicht so leicht. Also können sich vielleicht manche gar nicht so vorstellen. Aber es ist wirklich so. Und von dem her ist es einfach so richtig gut, dass wir immer mit unserem Herrn, Jesus Christus, dem Retter, dem Immanuel, dem Gott mit uns unterwegs sein dürfen. Weil daher kommt unglaublich viel Sicherheit, Hoffnung, Zuversicht, Besonnenheit und was wir auch so brauchen im Leben. So, das war jetzt mal so eine kleine Einführung. Ich möchte jetzt mal die Einsetzungsworte gerne lesen vom Abendmahl. Ihr kennt die, und es ist blöd, dass ich das jetzt sage, ihr kennt die, weil da geht schon gerade mal der Rollladen so halber runter, das kennt man, ja. Aber lass ihn bitte ganz, ganz oben, den Rollladen, denn es gibt dort 2 Formulierungen, die ich gerne heute Morgen gerne beleuchten möchte und die nachher, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, die auch eine wichtige Rolle spielen werden. Der Paulus sagt in 1. Korinther 11, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Nämlich, in der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund,
der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ich weiß nicht, ob ihr zweimal so ein kleines bisschen gestolpert seid, vielleicht eher die etwas Älteren unter uns, die eigentlich diese Einsetzungsworte schon unglaublich viel gehört haben. Vor allem ist uns so im Ohr so die Übersetzung von Martin Luther, nämlich, tut das zu meinem Gedächtnis oder tut das in Erinnerung an mich. Und vor ein paar Jahren war ich total platt, als ich in meiner Bibelübersetzung, also Gute Nachricht Bibel, die Fußnote gelesen habe zu diesem tut das zu meinem Gedächtnis. Wo es nämlich heißt, Zitat aus der Fußnote, in der Sprache der Bibel bedeutet zu meinem Gedächtnis nicht ein bloßes Erinnern, sondern zugleich das Gegenwärtigwerden, bisschen kompliziertes Deutsch, sondern zugleich das Gegenwärtigwerden des Erinnerten. Und das habe ich also total Hammer gefunden. Also ich beschäftige mich schon seit ganz vielen Jahren mit dem hebräischen Denken, das ziemlich anders ist als das griechische Denken. Wir sind alle sehr, sehr griechisch geprägt. So Systematik und erst 1 und dann 2 und dann 3. Das hebräische Denken denkt viel mehr im Kreis und kann Widersprüche total miteinander verknüpfen, ohne dass das als Widerspruch empfunden wird. Also könnt nur mal schauen, wenn ihr mal darauf achtet, der Paulus bei Bibelstellen und biblischen Aussagen, wo wir denken, wie kann das denn zusammenpassen? Da hat er null Probleme, der Paulus, weil der natürlich hebräisch geprägt ist. Also das ist nochmal so ein ganz klein bisschen so ein theoretischer Hintergrund. Aber das ist jetzt das Spannende und das möchte ich gerne heute Morgen kurz mal mit euch anschauen, dass es nicht um ein bloßes sich erinnern geht an ein weit zurückliegendes Ereignis. Und dann manche, die das Abendmahl einsetzen, betonen auch noch vor 2000 Jahren, ja, Heinermal, das ist ja also nun wirklich schon einige Zeit her. Und dann denkt man so, ja, das ist so zurückliegend und selige Erinnerung an das Frühere. Und man muss es irgendwie so nach vorne holen, damit es einem irgendwie doch wieder ein bisschen präsent wird. Also hier, anlässlich vom Abendmahl. Und es hat ganz viel mit unserer Glaubenshaltung zu tun. Nicht nur beim Abendmahl geht es wirklich um diese ganz interessante Tatsache. Und jetzt haltet euch fest, bei Gott gibt es keine Zeit. Das ist der Wahnsinn. Also wenn du für theologische Fragen auch interessiert bist, denk das manchmal. Also wir sind immer nur in der Lage, erst kommt das eine, dann kommt das andere, dann kommt das nächste. Auch bei den sogenannten Endzeitfragen übrigens. Was kommt denn jetzt als nächstes und was kommt dann? Oh, da werden ja Bücher geschrieben. Sehr wahrscheinlich kommt all das, was in diesen Endzeitreden von Jesus, was Jesus da beschreibt, kommt nicht nacheinander, sondern aus Gottes Sicht alles gleichzeitig. Das ist ein hochspannender Gedanke. Aber gut, diese Fährte gehe ich jetzt nicht, sondern wir bleiben jetzt noch beim Abendmahl. Also es geht beim Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, auch nachher, ist es richtig gut. Wir können es heute praktisch werden lassen. Und wenn der Heilige Geist es schenkt, könnt ihr alle eine ganz persönliche Erfahrung machen auch. Es geht nicht nur um ein Erinnern an das, was Jesus getan hat, sondern dass das, was er getan hat, gegenwärtig wird. Und jetzt nochmal dieser Satz, bei Gott gibt es keine Zeit. Ganz kurze Begründung auch für das, zum Beispiel in 2. Petrus 3,8. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen.
ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Also das ist nur mal ein Versuch natürlich von Petrus, das irgendwie auch in Worte zu fassen. Oder eine andere Episode, nur ich will das ganz kurz euch so in Erinnerung rufen. Ihr kennt ja vielleicht diese Episode aus Apostelgeschichte 12. Petrus wird ins Gefängnis gesteckt. Und es wird ja sehr ausgiebig auch beschrieben, er liegt dort in Ketten und so weiter. Und dann heißt es dort, plötzlich stand da der Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn führt den Petrus wie einen Träumenden aus dem Gefängnis hinaus in die Freiheit. Gleichzeitig ist die Gemeinde von Jerusalem dran, Feuer und Schwefel vom Himmel zu beten, dass Gott den Petrus befreit. Und dann kennt ihr vielleicht diesen interessanten Satz. Petrus ging zu dem Haus, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Der war aber schon frei. Und Petrus klopfte an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen, rannte ins Haus und meldete, Petrus stehe draußen, du bist nicht ganz bei Verstand, sagten die im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinte sie, das ist ein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Das ganz Interessante ist, und das geht jetzt gerade in die Praxis hinein, vielleicht habt ihr es auch schon mal bedacht, Gott erhört auch Gebete, die schon längst nach der Erfüllung dieses Gebetsanliegens gebetet wurden. Bei Gott gibt es keine Zeit. Das ist ein ganz hochspannender Gedanke. Also ich denke auch manchmal, ja, da nehme ich ein Gebetsanliegen und bete dafür und dann hat es sich schon erfüllt und ich kriege das gar nicht mit und bin immer noch am Beten. Das ist bei Gott in der Waagschale. Es werden auch Gebete erhört, die nach der Erhörung gebetet werden. Versteht ihr? Weil die Zeit, dass das schon ja passiert ist, das spielt gar keine Rolle. Also Gott kalkuliert das alles so ein. Und das sind Gebete, die zur Erhörung dieses Gebetsanliegens dienen. Oder jetzt vielleicht noch auf eine andere Weise, vielleicht noch fassbarer, noch praktischer. Wenn wir hoffentlich, jeder und jede von uns hin und wieder mal, das Privileg haben, einen Menschen zu Jesus führen zu dürfen, dann wissen wir ja, dass irgendwie auch so dazugehört, dass auch dieser Mensch, oder das betrifft ja auch uns ganz persönlich, dass wir unsere Sünden ans Kreuz bringen dürfen. Ja, ist das nur eine Redewendung bei uns? Ich glaube das nicht. Sondern das schon 2000 Jahre zurückliegende Ereignis, die Kreuzigung von Jesus Christus, Karfreitag, ist in der Gegenwart genauso wirksam wie damals vor 2000 Jahren. Die Vergangenheit tritt in die Gegenwart, ist in der Gegenwart fassbar. Damit kann man rechnen. Und wenn wir die Augen unseres Herzens öffnen und manchmal richtig öffnen, auch aufgrund vom Wirken vom Heiligen Geist, dann sehen wir auch Jesus Christus am Kreuz, wo wir unsere Sünden ablegen dürfen. Und es ist nicht so, dass er dann ein zweites Mal oder ein x-tes Mal gekreuzigt würde, sondern wir sind also der Begriff Zeitreise passt nicht, aber die Vergangenheit, das ist bei Gott überhaupt gar kein Problem, dass die Vergangenheit präsent ist in der Gegenwart. Also, dass ich sozusagen hier heute
vielleicht du auch nachher, so rund ums Abendmahl, du möchtest bestimmte Dinge, schwere Dinge deines Lebens, schiefgelaufene Dinge deines Lebens abladen bei Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das passt natürlich heute auch sehr, sehr gut wegen Karfreitag. Dann bist du sozusagen wie vor 2000 Jahren oder noch besser gesagt, dieses Vergangene, menschlich gesprochen Vergangene, ist präsent hier heute Morgen. Und zwar genauso präsent, wie es zum Beispiel für den Barabbas präsent gewesen ist. Der Barabbas, der war ja der erste freigelassene, Befreite aufgrund der Kreuzigung von Jesus Christus. Volk hat ja geschrien, gib den Barabbas frei und kreuzige den Jesus. Also der Barabbas, ich weiß nicht, ob der das geschnallt hat, keine Ahnung. Aber das ist so. Also der ist mindestens menschlich gesehen der erste Freigelassene aufgrund des Todes von Jesus Christus. Und ich stelle mir manchmal vor dann, und das ist ja keine, also, aber das ist wissen, das ist keine Vorstellung und keine Autosuggestion und kein psychologisches Salto Mortale, sondern, das ist so spannend, der Heilige Geist ist immer wieder in der Lage, zeitliche Abstände, also auf Neudeutsch so einen zeitlichen Gap, zu überwinden. Dass gestern so ist wie heute. Also unglaublich, unglaublich spannend. Also denkt mal drüber nach. Also eigentlich wird es einem drümmelig. Die wird gleich noch drümmeliger werden. Wenn du dir vorstellst, meine Güte nochmal, ich erinnere mich gar nicht irgendwie an was Früheres oder so. Boah, und hier und heute Morgen und diese ganze Realität und ist da am Pulsieren und es spielt gar keine Rolle, dass rein menschlich gesprochen 2000 Jahre zwischen diesem vielleicht menschlich-körperlich Sichtbaren da auf Golgatha abgelaufen ist. Das ist, ich bin dabei gewesen, ich bin dabei, ich erlebe das wieder. Aber nochmal, dass wir uns ganz klar verstehen, Jesus wird nicht x-mal wieder gekreuzigt. Er ist einmal geopfert worden, ein für immer Mal. Das ist ganz, ganz, auch biblisch-theologisch, ganz, ganz, ganz entscheidend. Aber es ist so, dass die Vergangenheit wie hier ist. Und wir dann eigentlich auch, egal wie man es sagt, wir wie in der Vergangenheit auch mit dabei sind, wie wenn es jetzt gerade passieren würde. Und jetzt was ganz Spannendes, um das noch ein bisschen einzukreisen. Ihr habt sicher schon gelesen, gehört auch, unser Abendmahl, das wir nachher auch feiern werden miteinander, das hat im Hintergrund das Passamahl, das jüdische Passamahl, wo also ihr kennt ja diese Episode auch, diese Tatsache, bei der 10. Plage, der Todesengel geht durch Ägypten und es ist die Nacht, wo die Israeliten befreit wurden aus der Sklaverei durch die Ägypter. Und Passa heißt vorbeigehen, also der Todesengel, der alle Erstgeburt damals töten sollte, um den Pharao zur Raison zu bringen. Und dieser Todesengel ging an allen israelitischen Häusern vorbei, wo der Türrahmen mit Blut bestrichen war von einem tadellosen Lamm. Also, das ist Passamahl. Und bis heute ist es so, wenn die Juden, also wenn damals die Hebräer, wenn die Juden Passamahl feiern, das ist ja eine ganze Liturgie, mega spannend, viele habt ihr schon mal teilgenommen, da gibt es eine Passage, wo der älteste Sohn den Vater fragen muss, warum machen wir das mit dem Passa? Und dann sagt der jüdische Familienvater, also ich sage es mal sinngemäß, der Herr hat uns an die Hand genommen. Wir sind gerettet worden.
Wir haben davon profitiert, dass der lebendige Gott, der mächtige Gott ist, der stärker ist als Pharao. Wir sind durchs Tote Meer geführt worden, also durchs Rote Meer geführt worden. Und merkt ihr, was so krass ist? Dass der Familienvater bis heute sagt, wir. Ist er denn dabei gewesen? Nein. Aber dort kommt dieser Gedanke von der, und jetzt benutze ich mal so einen Begriff, der tönt ein bisschen umständlich, dieses Phänomen von Vergegenwärtigung, um das geht's. Also, dass dieser Familienvater wie selbstverständlich ins Wir verfällt. Ja, ich war dabei. Ich war dabei. Und wir alle sind dabei gewesen. Und das ist wieder diese Vergegenwärtigung. Dass eigentlich diese ganze Tischgemeinschaft, die Passamal feiert, wie damals dabei gewesen ist, damals, ihr merkt, man kann sich nur hilflos ausdrücken, oder dass die Vergangenheit hier in der Gegenwart ist und die ganze Tischgemeinschaft in diesem jüdischen Haus, das alles wie miterlebt. Und das ist Vergegenwärtigung. Und genau das passiert beim Abendmahl. Und jetzt diese Formulierung, tut das immer wieder, miteinander Abendmahl feiern, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir mal mitzukommen unter der Leitung vom Heiligen Geist und neben Barabbas zu stehen. Ich glaube, man muss sagen, ja, die Vergangenheit ist in der Gegenwart präsent. Man kann auch sagen, ja, auch die Vergangenheit ist für uns präsent, weil wir auch in der Vergangenheit sein können. Also der blöde Begriff von der Zeitreise, weil es gibt bei Gott keine Zeit. Es spielt keine Rolle. Es ist schwierig vorzustellen. Aber ich möchte jetzt für uns, für dich ganz kurz beten auch, dass diese Vergegenwärtigung, das ist etwas Übernatürliches, dass du das vielleicht erleben kannst. Und ich möchte gerne ein paar Gedanken dann sagen, wenn du und ich und wir eigentlich neben Barabbas stehen und genau dieselbe Erfahrung machen wie Barabbas als der Erste, der eigentlich profitiert hat von der Kreuzigung von Jesus Christus. Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, dass du uns durch deinen Heiligen Geist wirklich an die Hand nimmst und dass dieses interessante Phänomen von der Vergegenwärtigung, dass uns etwas ganz präsent wird, uns auch betrifft, wir auch dabei sind, Herr Jesus Christus, dass das gelingt. Und ich bitte dich, Herr, dass du dich dann in den Heiligen Geist, du weißt, wer heute Morgen alles hier ist, du kennst unsere Sehnsüchte auch unser Verlangen, dir mal wieder neu zu begegnen und Augen auf dich zu haben und gestärkt zu werden für dich. Ich bitte dich, Herr, dass das geschieht, indem du Vergegenwärtigung ermöglichst. Und vielleicht bleibst du jetzt mal so in dieser Gebetshaltung. Und ich möchte das mal kurz so versuchen zu beschreiben, zu moderieren, was du jetzt vielleicht siehst, wenn du wie Barabbas dastehst und siehst diesen Jesus Christus, wer dort am Kreuz hängt. Schau dir mal die Hände von Jesus Christus an, wie er da hängt. Mit deinen Händen schlagen und zerstören wir. Wir reißen etwas an uns, schreiben Briefe oder Mails. Wir tun Dinge, über die wir vielleicht nie wieder nachdenken möchten. Und Gott hat die Schuld unserer Hände auf die Hände von Jesus Christus gepresst. Und dann wurden die Hände von Jesus angenagelt. Mit deiner Schuld,
und Sünde. Schau dir die Füße von Jesus an. Kennst du in deinem Leben auch Wege, die du gegangen bist und an die du am liebsten nie wieder erinnert werden möchtest? Und Gott nimmt alle verkehrten Wege, die wir gegangen sind mit unseren Füßen, auch unsere Flucht vor Gott. Und dann presst er alles auf die Füße von Jesus und nagelt alles an. Und schau dir den Kopf von Jesus an. Da sitzt normalerweise die Vernunft, der Verstand. Alles, was wir tun, wird zuerst gedacht. Schauen wir in uns hinein. Gier, Neid, Hass, Stolz, Zwänge, Süchte, Prägungen, Gedanken und Gefühlsmächte. Und Gott nimmt all das und presst es Jesus auf den Kopf. Und dann wurde ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Und die Zusage, die Jesus Christus für dich macht, wo du ihn anstaunst, neben Barabbas stehend. Jesus Christus, das heißt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mit meinem Leben und Tod viele Menschen, auch dich, aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Das ist Wertschätzung. Du kannst dich gern wieder aufrichten, die Augen öffnen, bleib aber gerne in dieser Haltung der Vergegenwärtigung. Um mich jetzt ganz drümmelig zu machen, kommt jetzt noch ein weiteres Element, nämlich auch die Zukunft kommt in die Gegenwart hinein. Also nach dem Abendmahl, das Jesus ja mit seinen Jüngern gefeiert hat, sagt er ihnen, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu mit euch trinken werde, wenn mein Vater sein Werk vollendet hat. Und das ist der Blick auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Viele von euch kennen diesen Begriff. Das ist die zukünftige Vereinigung von Jesus Christus mit seiner Braut, der Gemeinde, mit uns allen. Und ich persönlich sage dem auch gerne so der Blick auf die kosmische Siegesparty. Und jetzt lehnt euch doch einfach mal so zurück, jetzt auch im Sinn von Vergegenwärtigung der Zukunft. Wir werden gleich merken, das hat auch mit dem Abendmahl zu tun. Jesaja 25, die Verse 6 bis 9. Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern, auch uns Christen, das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über die Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, werden wir sagen, als Christinnen und Christen,
An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Zum Beispiel hier und heute in Embrach. Wir sind ja da in der Zukunft und halten Rückblick. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns jetzt die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Lobpreis ist ja auch ganz nett. Also herzlichen Dank ans Lobpreisteam auch heute Morgen. Aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir dann tun werden an dieser kosmischen Siegesparty. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Und das ist jetzt hochspannend. Also wenn ihr mal anfangt, mit beiden Augen mal das Neue Testament zu lesen, wird euch immer wieder auffallen, dieser eigenartige festliche Vorgeschmack, der da immer wieder aufleuchtet im Neuen Testament. Ist euch aufgefallen, wie viele Speisungen es gibt, wie viele Gleichnisse mit Hochzeitsmähler uns satt werden und gesättigt werden. Oder auch Offenbarung 3,20. Ganz persönlich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem trete ich ein und ich werde Znacht essen mit ihm. Manche übersetzen auch das Abendmahl mit ihm halten. Man weiß nicht so ganz genau, ist es ein Anklang ans Abendmahl? Jedenfalls Kerze auf dem Tisch und Jesus Christus ist der Gastgeber. Versteht ihr? Und das ist jetzt das andere Spannende. Im Abendmahl die Vergegenwärtigung der Zukunft. Also die Zukunft ragt auch schon hinein, hier in die Gegenwart. Und deswegen habe ich versucht, meiner Predigt den Titel zu geben, Vergangenheit und Zukunft heute. Und das macht einen verrückt und drümmelig, also verrückt, ihr wisst, wie ich meine. Also da schnallt man ab, das kriegt man nicht logisch geregelt, nämlich dass Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart beides da ist. Und wie passt denn das zusammen überhaupt? Irgendwie passt es und der Heilige Geist macht es möglich. So, und jetzt der Schlusskick von meinen Gedankenanstößen. Was heißen jetzt diese Gedankengänge, wenn wir jetzt gleich anschließend miteinander Abendmahl feiern? Es passiert ein Wunder. Nämlich, dass Vergangenheit und Zukunft hier heute Morgen, so vor 11 Uhr, jetzt, wenn wir gleich Abendmahl feiern miteinander, einander begegnen. Und ich lade euch von ganzem Herzen ein, dass ihr das hinkriegt in der Kraft vom Heiligen Geist. Also wir sind da mit involviert und mit angesprochen und haben da auch eine Verantwortung, dass wir Raum haben, wenn wir Abendmahl feiern gleich, für Betroffenheit, wo wir wegen Vergegenwärtigung neben Barabbas stehen und sehen, auch wir sind genauso schuldig eigentlich wie der Barabbas, Betroffenheit und gleichzeitig Vorfreude und Ansätze von Jubel. Ich sage Ansätze, weil wir werden ja dann einmal, Jesaja 25, dann im Vollsinn singen und jubeln, weil er in kompletter Weise unser Retter ist. Aber dass du beides erleben kannst und die Vergangenheit und die Zukunft einander begegnen in deinem Herzen und vor dir. Und das ist beeindruckend und das ist entscheidend. Und lass es mal zu. Und ihr habt ja diese Form, ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr hier das sogenannte Wandelabendmahl ja habt, dass man dann aufstehen kann und da vorne
Da steht ein Tisch und noch irgendwo, da vorne steht auch ein Tisch, wo man das Abendmahl nehmen kann, dass ihr da ganz entspannt, besonnen wegen Vergangenheit und Zukunft, wo dich umgeben und bei dir sind und in deinem Herzen einander bereichern. Ihr wisst, ihr merkt, wie ich da um Worte ringe auch. Also das ist wichtig. Also lasst euch gar nicht ablenken. Vielleicht merkst du auch, oh ja, hey, meine Kollegin, mein Kollege hier, also liebe Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde und so, ihm oder ihr geht es wahrscheinlich genauso. Man kann einander auch bestärken, indem man einen Satz der Ermutigung vielleicht sagt. Alles kann, nichts muss. Aber geht in dieser Haltung jetzt gleich auch dann und nehmt am Abendmahl teil. Und was ihr begegnet, ist nicht einfach die Vergangenheit und die Zukunft, sondern Jesus Christus und was er getan hat in der Vergangenheit, dass es gegenwärtig ist und was er tun wird in der Zukunft, das auch im Hier und Heute gegenwärtig wird. So, ich sage kein Amen. Das mache ich nie. Jemand hat mal gesagt, man sollte lieber so ins Plenum fragen, habt ihr es verstanden? Aber das tönt ein bisschen lehrerhaft. Ich mag das auch nicht. Aber es ist jetzt so alles offen und Jesus Christus ist in der Mitte und Halleluja und bei Gott gibt es keine Zeit. Und deswegen kann er hier voll da sein. Wo 2 oder 3 in meinem Namen da sind, bin ich mitten unter ihnen, ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Und er macht das sehr, sehr gerne. Jo, ja, jetzt haben wir gesagt, abgesprochen, so, wenn ihr vielleicht oder du oder wer auch immer, vielleicht so 2 Minuten, so ein klein bisschen instrumental auch die Zeit gestalten würdet. Und dann würde ich nochmal die Einsetzungsworte lesen und dann würdet ihr euch auch in Bewegung setzen können.
in der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Genauso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut, durch mein hingegebenes Leben, heißt das, in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ja, Herr Jesus, wir wollen genau das tun, was wir hier auch als Anweisung vom Paulus gehört haben. Dir von ganzem Herzen danken. Und danken ist was anderes als klagen und jammern und Trübsal blasen, weil heute Karfreitag ist. Nein, Betroffenheit und Freude. Vor allem mit dem Blick auf Ostern, auf deinen Sieg. Das gehört alles miteinander zusammen. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, dass jeder und jede hier heute Morgen Vergegenwärtigung erleben darf. Und das heißt, dir begegnen. Dir, wo du dein Leben hingegeben hast, am Kreuz, aber auch dir begegnen als dem, der satt macht und der Freude auslöst. Ich bitte dich, dass wir diese Erfahrung aufgrund deiner Gnade, deines Wirkens, deines Heiligen Geistes, dass wir diese Erfahrung machen dürfen. Die kommenden Minuten, Jesus Christus, gehören dir. Amen. Ja, ist es alles parat? Jetzt ist deine Initiative gefragt. Geh mit Blick auf Jesus Christus, sei erwartungsvoll, geh in eine Haltung vom Gebet oder auch von offenen Augen für deine Nachbarn, deine Nachbarin hier jetzt, heute Morgen. Was auch immer geschieht, es ist sehr, sehr gut. Also, viel Segen für euch in den nächsten Minuten. Ihr dürft einfach aufstehen. Irgendjemand muss mal anfangen aufzustehen. Genau. Und auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, nein, ich bin einfach nicht gut genug, um jetzt hier am Abendmahl teilzunehmen, dann sage ich dir, es gerade für dich das Abendmahl gedacht. Dass das Abendmahl, das heißt Jesus Christus, dir der Ärmel ihnen nimmt und dich anregt, dich anspricht. Vielleicht zum ersten Mal, dass du deine Hand in seine Hand legst. Oder auch, dass du wieder neue Weichenstellungen machst, hinter Jesus Christus her. Das Abendmahl möchte dich auch animieren, locken, einladen. Und wenn du die Chaotentruppe anschaust, die damals da mit Jesus zu Tisch gelegen hat,
auch ein Judas und ein Petrus, der Lügner, und ein Johannes, der immer Angst hatte und melancholisch war. Da merkst du wahrscheinlich, genau du gehörst mit dazu. Das passt. Jesaja 55. Kommt her, wer Durst hat. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute. Kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und einen sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich. Dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse dich nicht. Jerusalem, jetzt kannst du deinen Namen dort einsetzen. Jerusalem, dein Name. Ich habe dich unauslöschlich in meine Hände eingezeichnet. Deine Mauern sind mir stets vor Augen. Die Leute, die dich wieder aufbauen werden, sind schon unterwegs. Die Feinde, die dich zerstört und verwüstet haben, müssen abziehen. Dass vielleicht zwei aus unserer Mitte jetzt noch kurz und heftig und laut und gut verstehbar jetzt Jesus Christus, unserem Gastgeber, auch danken würden. Sollen doch vielleicht zwei so gut sein.